Wie stellt euch ihr das vor? Ja, da tut sich ja nichts, da ist ja nichts los, warum schwingen denn da Leute herkommen? Aber wir haben gesagt, genau deswegen. Die Ruhe, das Erholen, das richtig durchatmen können und die Natürlichkeit da, das hat sich in den letzten 10 Jahren eher noch verstärkt. Also das wird wirklich richtig gesucht. Wir waren von Anfang an überzeugt, dass das funktionieren wird, dass das passt. Ich habe auch in der Tischlerei nur Massivholz gearbeitet, vom kleinen Baum bis zum fertigen Möbel ist unsere Devise gewesen. Jeder, der sein Massivholzmöbel gekriegt hat, habe ich sagen können, wo der Baum gestanden ist. Das sind Sachen, die auch nicht mehr so selbstverständlich sind, das was eigentlich schon bei naturbewussten Kunden gut angekommen ist. Und diese Philosophie, diese schöne, so haben wir das Ferienhaus gebaut und das haben wir in der Vermittlung, diesen roten Faden so beibehalten, so natürlich wie möglich. Und im Rahmen von Praktikum habe ich meinen Mann kennengelernt und auch Urlaub am Bauernhof in der Praxis kennengelernt, wie das halt damals Ende der 80er Jahre funktioniert hat. Und ich habe mir gleich gedacht, Urlaub am Bauernhof, das hört sich gut an. 2010 ist dann wirklich die Idee gereift, ja, wir wollen jetzt ein Holzhaus bauen. Gesagt, getan, haben wir ein Holzhaus ökologisch von Anfang an geplant, was damals noch nicht so üblich war. Aus dem Lehm, aus der Baugrube, haben wir dann später in Lehmputz für die Innenwände gemacht. Nur mondphasengeschlägertes Holz aus dem eigenen Wald. Und wir haben auch geschaut, dass die Handwerksbetriebe, die was beim Bau dann beteiligt waren, aus der Region alle gekommen sind. Alles, was irgendwie geht, ist aus Holz aus der eigenen Tischlerei gemacht worden. Und ganz besonders wichtig waren uns auch die Vollholzbetten mit einem Naturschlafsystem. Wir haben das dann nach einem Jahr umgestellt auf Bio. Das war uns von Anfang an wichtig. Ja, der Bio-Gedanke ist mir wichtig, weil ich denke, die Umgebung, in der ich wohne, die kann ich selber gestalten. Und ich möchte halt unser Wissen und unseren Wald so nutzen, dass ich es halt mit ruhigem Gewissen weitergeben kann, dass ich sagen kann, ich habe das nicht ausgenutzt, ich habe es so genutzt, dass mir zwar einen Nutzen bringt, aber auch für andere Nutzen ist. Und ich mag das eigentlich ganz gern und auch mit den Gästen. So, da darf einfach was passieren. Und wenn der jetzt sagt, der bleibt jetzt bei dem Baum oder was, sage ich, umarme einfach und bleib einfach stehen, was du denkst. Ganz wurscht, das ist einfach alles zulassen, die Natur und Dings. Und ja, ist eine Lebenseinstellung.